Kommen wir zu der Mathe. Schriftlich hatte ich einen 4,5 und es war nicht so einfach. Also ich habe wirklich versucht, immer alle Aufgaben zu lösen, die wir müssen unter einem Jahr. Habe Fragen gestellt, wenn mir etwas nicht klar war, habe es eben mit der Lerngruppe angeschaut. Ich war gleich immer ein bisschen hintendrein und ich habe auch gleich bei den Probeprüfungen nicht unbedingt super abgeschnitten. Ist halt einfach so. Vor allem Analysis 2 ist mir gar nicht gegangen, wirklich gar nicht. Das ist, ja, also vielleicht jetzt im Nachhinein wüsste ich die eine oder andere Sache, aber eben, es ist so einfach für mich ist es auch wieder nicht gewesen. Was mir geholfen ist, halt einfach die alten Prüfungen zu lösen. Ja, und ihr kennt die Seite sicher, der Simple Club bzw. der Simple Math. Das ist halt einfach ein YouTube-Kanal, bzw. sie haben auch eine Website von 2 deutschen Studenten, sind es genau, die eben so Lernvideos machen. Und auf ihrer Website kann man quasi ein Abo machen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viel es ist. Aber ihr könnt auch so ein Test-Abo machen, wenn ihr euch da nicht sicher sind. Und dort tun wirklich eben alle Videos drauf. Die haben zum Teil eben noch Übungen drauf, die ihr lösen könnt. Die haben Handouts parat, die ihr abladen könnt. Das ist eine super Sache. Das hat mir wirklich geholfen. Und ja, ich verlinke alles unten. Und ja, mit dem habe ich viel gemacht. Ich habe eben, Mathe ist halt einfach vor allem Übungen lösen. Bei uns war auch das Problem, dass zum Teil Lösungen nicht ganz Sinn gemacht haben, aber ja, eben einfach üben. Mündlich. Dort hatte ich einen 4er gehabt, ich weiss ganz im Ernst nicht wie. Ja, die Prüfung ist mir einfach nicht gut gegangen. Eigentlich hatte ich einfache Aufgaben gehabt, das ist eben das Traurige. Ich habe, man hat eben, ein Thema kann man abwählen, ich habe Analysis 2 abgewählt, weil eben, es ist mir nicht so gut gegangen. Und ich habe dann Vektoren, und von den 3, die übrig bleiben, sind 2 Aufgaben, also es sind 2 Themen und dann halt hat es Aufgaben dazu. Und ich habe dann Wahrscheinlichkeitsrechnungen und Vektoren gezogen, was ich auch wählen. Also es war genau mein Wunsch gewesen und die Aufgaben sind auch wirklich mega einfach gewesen. Aber ich bin so nervös gewesen und ja, ich weiß auch nicht, ich bin einfach verwirrt gewesen. Ich habe einfach einen dummen Fehler gemacht und mein Mathelehrer hat da versucht, so ein bisschen, keine Ahnung, hinzugeben, was denn da falsch sein könnte. Mir so ein bisschen komische Fragen gestellt und ich habe voll nicht gecheckt, was er meint. Ich bin voll nicht rausgekommen, was denn der Fehler ist. Ich habe es einfach nicht gesehen. Das ist wirklich mega einfach. Es ist Parameterform, falls euch das etwas sagt. Und ja, ich habe einfach eine Sache aufgeschrieben und ich habe auch nicht gecheckt, was er meint. Und dann hat es mir halt einzeichnen. Das ist natürlich sehr schlecht. Und bei Wahrscheinlichkeit habe ich nachher auch mal einen dummen Fehler gemacht. Und ja, auf jeden Fall, ich bin auch jemand, ich bin schnell emotional. Und wo er dann gesagt hat, dass die Prüfung vorbei ist, ich habe mich so lange zusammengerissen, aber wo er gesagt hat, dass es vorbei ist, habe ich gerade angefangen zu heulen. Also vor dem Lehrer und vor dem Experten. Und ja, es ist einfach mega peinlich. Und ja, also ich weiss gar nicht, wie ich auf einen 4er gekommen bin. Ob es einfach überleitend, dass mich das so abzieht, weil ich ja schriftlich einen 4,5 hatte. Weil, ja, ich weiß auch nicht, mega viele sind schlechter gewesen als ich in der schriftlichen. Also wirklich viel schlechter. Aber haben dann irgendwie einen 5,5 gehabt oder so in der mündlichen. Ja, und damit haben sie sich wieder halt aufgezogen. Also es geht natürlich auch, ich meine jetzt keine Angst haben, weil ja, ich so eine schlechte Erfahrung hatte. Bei den mündlichen schaut auch einfach, lasst euch eben nicht verwirren. Also ihr könnt auch schnell um eine Pause bitten. Das geht schon, eben nehmt euch schnell die Zeit, einatmen, ausatmen und versucht es halt nochmal anzuschauen. Schaut noch, habe ich ganz vergessen zu sagen, dass ihr euch die richtigen Daten aufgeschrieben habt. Und es gibt Leute, die zum Teil Tage verwechselt haben oder einfach irgendwie das Gefühl haben, die eine Prüfung werden einen Tag später oder ich weiß auch nicht. Und ja, das hat sich ein dummer Fehler. Also macht das nicht. Kommen wir zu den Geistes- und Sozialwissenschaften. Also, ich hatte in Geografie einen 4,1 und in Geschichte einen 3,6. Genau, bei diesen Fächern, die so zusammenzählen, tun sie jetzt erst auf Zettel und das dann zusammen und dann normal auf halbe Notenrunde. Auf jeden Fall, also das gibt es auch einen 4er. Ja, also eigentlich ist Geschichte mein besseres Fach. Also ich finde auch Geschichte viel interessanter und ich weiß auch nicht,
habe Geschichte eigentlich mega gerne und Geo eigentlich nicht so. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich in Geo eigentlich immer schlecht war. Ja, aber eben, kurz dazu Geschichte, ist einfach viel, richtig viel. Plus, sie haben eben noch Schweizer Geschichte und die ist nicht so spannend, muss man einfach sagen. Sorry. Machen das Beste daraus, aber ja, ich wiederhole mich die ganze Zeit in den Unterricht. Aber ich weiß gar nicht, weil ihr habt so viel Quellentext und Karikaturen und die müsst ihr analysieren. Und es kommt einfach darauf an, ich meine, ihr übt das wirklich jede Stunde übt ihr das. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Entweder ihr checkt die Quellen oder nicht. Das ist, ihr könnt euch schon darauf vorbereiten, macht das auch. Dort habt ihr auch gute Videos zum Teil von der Lehrperson selber, also wo irgendwie in der PowerPoint-Präsentation schon verlinkt ist. Oder natürlich jemand, der ganz bekannt ist auf YouTube, ist Mr. Listen to Go. Er macht super Videos, was Geschichte angeht. Ich habe aber auch schon erwähnt, das Simple Club hat auch Simple History, also auch so ein Channel für Geschichte. Verlinke ich das auch unten. Und auch auf ihrer Website haben sie ein paar Sachen. Noch nicht so viel für Geschichte, sind mehr für Naturwissenschaften und für Mathe. Ich weiß gar nicht, ich kann da nicht so gute Tipps geben, merke ich gerade. Es ist halt, versuchen den Zusammenhang zu verstehen. Eben dort ist Nacharbeiten sicher gut. Also erstmal lesen die Kapitel und dann versuchen noch das Wichtigste so ein bisschen zusammenzufassen. Und die wichtigsten Begriffe sortieren, euch zu merken, zu verstehen, weil die müsst ihr halt einfach nachher reinbringen. Aber die Geschichte ist halt einfach auch so, ihr müsst einfach so ziemlich alles aufschreiben, was ihr könnt, also was ihr wisst. Und ja, das ist einfach viel und die Zeit lenkt auch nicht. Also eben, es sind auch ein kleiner Zeitdruck und ja, ich könnte da schon klar ein bisschen Schwerpunkte setzen. Also von den 6 Fragen, also bei uns sind es halt 6 Fragen gewesen, sind 2 Schweizer Geschichte gewesen. Es ist auch ein bisschen Zeitmanagement. Ich habe, ehrlich gesagt, ich persönlich habe einfach versucht, in diesen 3 Fächern, also Deutsch, Mathe und Englisch, einfach so gut wie möglich zu sein, weil dann spielen die anderen 2 gar keine Rolle. Und das ist eigentlich sehr gut aufgegangen. Also ich bin allgemein viel besser, als ich gedacht habe. Bin ich wirklich überrascht gewesen. Ich habe nicht unbedingt erwartet, dass ich besser bestehe. Aber eben. Auf jeden Fall zurück zu dem. Geografie. Dort könnt ihr schon sagen, okay, irgendwie Klima und so liegt euch nicht. Dann schaut ihr halt mehr so ein bisschen Wirtschaftsgeo und so das an, was auch recht spannend ist eigentlich. Also ich habe an der ersten Teil gut gefunden, also mit halt Vulkan, Erdbeben etc. Das ist eigentlich, ja, so tektonische Platten. Das ist nicht schlecht, ich finde das auch recht spannend. Und der Simple Club bzw. der Simple Geography hat auch viele Videos und auf dieser Seite halt auch Übungsaufgaben und so und Handouts, die sehr gut sind. Ja, es ist aber gar nicht so schlecht im Nachhinein. Also wir hatten auch gute PowerPoint-Präsentationen gehabt, wir hatten gute Probetests gehabt, muss ich sagen. Ich könnte auch, genau, den Atlas. Ihr dürft den Atlas brauchen und schaut den an, macht euch eben so kleine Zettel rein, dürft ihn nicht beschriften, aber einfach so ein bisschen. Weil ich habe zum Teil Sachen 1:1 vom Atlas abschreiben. Ja, also schaut den Atlas gut an. Und zum Teil, zum Beispiel Klima, also gut, ich meine, ich habe meine Prüfung jetzt nicht anschauen, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, was ich euch da erzähle, oder? Aber es gibt zum Beispiel Sachen, wo ihr einfach merken könnt, also eben, es gibt einfach für gewisse Sachen Formeln und so, wo ihr können müsst und dann geht das und ja, also eigentlich Geografie ist auch nicht so extrem schwer gewesen, also vielleicht ist es einfach ein gutes Jahr, das ich hatte. Also die Prüfungsserie, die ich hatte, ist vielleicht einfach gut gewesen. Das Buch ist eigentlich auch gut. Wir haben auch die Zusammenfassungen drin, haben auch ein Glossar hinten, wo die einzelnen Begriffe nochmal erklärt werden. Einfach die anschauen. Ich könnte eben von mir einen Schwerpunkt setzen. Wenn ihr eben Wetter und Klima nicht versteht, ja, dann schaut halt mehr das andere an. Es geht schon. Aber auch dort habe ich ein bisschen Zeitdruck gehabt. Ich bin nicht ganz fertig geworden. Ja, eben. Es ist gleich gegangen. Dann kommen wir zu meinem schlechtesten Fach, wo ja, mich aber trotzdem ein bisschen überrascht hat. Ich denke, ich bin schlechter. Also, ja. Das erste ist Biologie. Dort hatte ich eine 3,1 gehabt. Recht, also viel besser, als ich gedacht habe. Bei uns war es auch so, dass der 6 bei 80% gesetzt wurde. Normalerweise ist es 90%. Bei den anderen 2 naturwissenschaftlichen Prüfungen sind es auch 90 gewesen. Dort Bio setzt wirklich Schwerpunkte. Ich empfehle euch stark Ökologie und Evolution, weil das sind die 2 einfachsten Gebiete und
Ja, schaut die einfach gut an. Dort könnt ihr wirklich punkten. Sonst für mich war auch noch Genetik gut gewesen. Ich habe das einfach super gefunden, also auch spannend mit den so Mendelschen Regeln und so ein bisschen Stammbaumanalyse. Gut, Stammbaumanalyse ist bei uns nicht gekommen, leider, aber sonst allgemein. Zytologie, ja, aber gewisse Sachen habe ich gewusst oder denke, dass ich gewusst habe, wer weiß. Aber Humanbiologie ist mir eigentlich am schlechtesten gelaufen, weil das ist einfach zu viel Stoff und ihr habt keine Ahnung, was vorkommt. Klar, ein paar Sachen machen mehr Sinn, also irgendwie Blutkreislauf und so. Bei uns ist recht viel von Dingen gekommen, Nervensystem, wo ich gar nicht verstanden habe und ja, das sind halt einfach nicht gelöst. Ja, es klingt so, aber eben, es hat doch Schwerpunkt, ihr habt keine Zeit, wahrscheinlich auch keine Lust, wirklich alles detailliert zu lernen, also lernt einfach gescheit. Dann, ich muss auch jetzt mal lachen, weil, also ich erzähle euch da kein Zeichen. Leute, ich habe einen 1,7 in Chemie, also wenn ihr das sehen könnt. Ein 1,7 und ich habe ehrlich gesagt gedacht, ich bin schlechter. Ich habe gedacht, ich komme glatt einer. Aber die Prüfung war auch so schwer gewesen. Die ist sicher, ich übertreibe nicht, okay, vielleicht ein bisschen, 20 Mal schwerer gewesen als die Aufgaben, die wir sonst angeschaut haben, beziehungsweise die Probetests, die wir gemacht haben. Ich habe den Prüfungsbogen aufgemacht und habe die Prüfung ein bisschen angeschaut und ich habe einfach gewusst, das wird nichts. Ich bin die meiste Zeit, also ich bin den grössten Teil der Zeit bin ich einfach rumgesessen. Ich habe nichts gemacht, also von diesen 80 Minuten, die wir Zeit hatten, bin ich 60 wahrscheinlich einfach so gesessen und ja, habe nichts gemacht. Also es hat einen Teil gegeben, es war ein bisschen Multiple Choice, wobei genau auch Multiple Choice hat Abzug gegeben. Also wenn ihr das falsche Kreuz gesetzt habt, hat es Abzug gegeben. Was nicht so fair ist und es war auch viel zu schwer gewesen, wirklich viel, viel zu schwer. Und, aber eben, ich wollte euch da keine Angst machen, vielleicht läuft Chemie für euch gut und so. Es hat Leute gegeben, die ich halt so mitbekommen, die eigentlich Chemie checken würden, aber und eigentlich auch auf Chemie gesetzt haben, aber die Prüfung war auch viel schwer für sie und die haben es gecheckt. Also, ich sage nur, falls ihr Chemie überhaupt nicht versteht, macht euch keinen Kopf, weil ihr könnt mit anderen Fächern kompensieren, beziehungsweise vielleicht bringt es euch auch gar nicht, dass ihr irgendwie stundenlang für das lernen, weil die Prüfung sowieso schwer ist. Ich sage nur, eben Prioritäten setzen. Aber auch dort kann ich euch Videos von der Simple Club bzw. der Simple Chemics, glaube ich, nennt sie sich, empfehlen. Auch ihre Übungen, Handouts, die sind super. Von Bio auch, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, die haben auch so einen Channel, aber ich verlinke alles unten. Das hilft schon auch. Und ich habe gleich versucht, immer Chemie, die Kapitel zu lesen. Ich habe zwar praktisch nicht verstanden und ich hatte auch so eine Lehrperson, sie schon etwas fragen, aber ja, man hat sich nicht wirklich getraut. Das ist eine längere Geschichte. Auf jeden Fall, macht euch da keinen Kopf. Ich habe 1,7 in Chemie, habe gleich bestanden, also von dem her. Und Physik war eigentlich mein bestes Fach gewesen. Also ich hatte auch einen 3,6 gehabt. Also ich hatte insgesamt Naturwissenschaft einen 3er gehabt. Ein halbes Weltwunder. In Physik bin ich eigentlich recht gut gewesen. Also eigentlich, so in dem Sinne, nicht an dieser Prüfung, sondern allgemein, habe ich eigentlich, ja, ich hätte eigentlich schon einen 4er, also beziehungsweise genügend können sein. Ich hatte auch ich hatte einen super Lehrer gehabt, ich habe immer super Notizen gemacht, ich habe auch eigentlich alles ein bisschen verstanden. Die Prüfung an sich war halt schon recht schwer gewesen. Ja, es war alles so ein bisschen gemischt gewesen. Ich habe zuerst auch gar nicht verstanden, was das Thema ist, also wie ich vorgehen muss, welche Formel ich dann nehmen muss. Ah, ich habe ja das Formelbüchlein, also Formelsammlung, das ist auch für Mathe das Gleiche. Dort eben auch die Notizen, also nein, einfach Zettel drin tun, dürfen sie nicht anschreiben, aber eben, einfach so ein bisschen Post-its drin und anschauen, wo was ist, anstreichen dürfen ihr. Genau, eben, das war auch ein bisschen der Fehler gewesen. Ich habe nur eine alte Prüfung gelöst, löse mehr von denen. Und ja, dann soll es schon gehen, aber ich habe gleich einen 3,6 gehabt. Ja, mit ein bisschen mehr Vorbereitung wäre das vielleicht auch ein 4er geworden, aber eben, ich mache mir jetzt da keine Gedanken mehr dazu. Es ist gut, so wie es war. Und ja, auch dort verlinke ich euch den Channel von der Simple Physics, beziehungsweise der Simple Club.
Auch auf ihrer Website haben sie gute Übungen und ja. Also ich mache da jetzt nicht grosse Werbung für die machen, ihr wisst das wahrscheinlich auch. Und ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, ich kann, also wenn ihr mitgezählt habt, habe ich mit einem 4,6 bestanden. Und dann braucht einen 4, also logisch. Also was? Und vor einem Jahr hätte ich das nicht in dem Sinn erwartet. Also glaubt an euch, ja, macht auch etwas dafür. Und ja, mit ein bisschen Glück und so kommt das schon. Eben, ich will doch jetzt auch nicht sagen, dass es einfach ist, weil das ist es nicht. Es gibt viele Leute, die knapp nicht bestanden haben. Das muss ich jetzt einfach an der Stelle auch sagen. Es gibt Leute, die einen 3,9 hatten, einen 3,8, die halt eben nicht bestanden haben. Und es ist auch hart, aber eben, ich kann nicht sagen, was die anders gemacht haben. Eben, zum Teil sind es Leute, die ein deutsches Gedicht hatten. Aber ich will doch nicht Angst machen wegen dem Gedicht. Ich sage nur, es kann sein, dass das ausschlaggebend ist, aber muss auch nicht heißen. Es gibt Leute, die einfach einen schlechten Tag hatten. Ja, auf das kann ich euch nicht vorbereiten. Und das, ja. Aber ich hoffe, ich kann euch da irgendwie helfen. Ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen unnötiges Zeug erzählt. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist ein langes Jahr. Es ist ja eigentlich über ein Jahr. Wenn ihr bedenkt, wenn ihr anfangt, bis wenn ihr die letzte Prüfung habt. Ich habe meine letzte Prüfung am 1. September gehabt. Am 5. September erfahren, dass ich bestanden habe. Also, ja, es ist alles so ein bisschen schnell gegangen. Und, also jetzt in der Zeit dann halt. Einfach, das ganze Jahr ist zu lang gewesen, auf jeden Fall. Und man hat auch die Motivation nicht und ja, es ist jetzt einfach so, Passerelle halt. Aber eben, ich hoffe, ich kann euch irgendwie helfen. Ich weiß auch gar nicht, eben, wer das alles gesehen wird. Wer macht Passerelle. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall, falls es jemand sieht, merci fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich kann euch helfen. Falls ihr Fragen habt, bitte schreibt die einfach unten halt in die Kommentare. Ich schaue auf jeden Fall an. Es würde mich freuen, auch wenn es Leute gibt, die einfach so sich ein Passerelle-Video anschauen, obwohl sie Passerelle bestanden haben. Schreibt vielleicht auch von eurer Erfahrung, eure Lerntipps, also allgemeine Tipps. Ja, eben, ich verlinke euch Zeug unten. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich ende das Video jetzt einfach mal. Das ist wirklich viel zu lang. Sorry, falls das eine Zeitverschwendung für euch war. Aber ja, auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Glück und ja, also tschüss!